Es ist ein eher düsterer Sommermorgen, denn letzte Nacht hat es gewittert. Und wo die beiden Jungs in die Long Street reinkommen, ist dort noch gar nicht so viel los. Die Gassen sind noch leer und die dunklen, dreckigen, alten Wohnblöcke türmen sich drohend auf beiden Seiten der Straße. Aber nichts regt sich, denn alles ist noch am Schlafen. Fast alles auf jeden Fall. Im zweiten Stock von einem von diesen Wohnblöcken ist ein Fenster offen. Man kann Stimmen raushören, ziemlich aufgeregt. Der IQ und der Benny halten da und stutzen. Hey, hast du das gehört? Ja, von wo kommt das? Von dort oben, glaubst du? Siehst du das Fenster? Ja. Hey, da streiten sich doch zwei. Verstehst du etwas? Nein. Also ich auch nicht. Aber du, ich glaube, die reden so etwas Südländisches. Das Mensch könnte das Kubanisch sein. Tja, vielleicht. Wenn ja? Scheiße, das sind die wir suchen. Jetzt nur nichts überstürzen. Lass mich nachdenken. Dort hinten wohnt der Großvater von Tom. Long Street 19. Interessant. Etwas kann da einfach nicht stimmen. Aber was? Neil, was läuft? Hey, irgendetwas ist da komisch. Scheiße, was ist das? Neil, verdammt! Keine Ahnung. Aber wir müssen unbedingt weg von da. Komm schnell, da in die Gasse, schnell. Sonst sehen die Kubaner, die werden jeden Moment aus dem Fenster schauen. Okay, los da rein. Im letzten Augenblick schaffen es die beiden Jungs, sich zu verstecken. Neil geht jetzt ein Licht auf. Mann! Was hast du? Nicht so laut, spinnst du eigentlich? Du abgesagter Birnbaum. Jetzt weiss ich, was mich schon die ganze Zeit stört. Der Tom hat am Telefon gesagt, dass es ihm leid tut. Wegen unserem Klassenvorrat, der beim Einbruch draufgegangen ist. Ja und? Ja, ich habe bei der Telefonlawine unseren Klassenvorrat mit keinem Wort erwähnt. Ja, jetzt bück ich's auch! Und zweitens, das Gebäude, wo angeblich dem Tom, sein Großvater, drin wohnen soll, ist leer. Wie bitte? Es ist leer. Bereit zum Abreißen. Hast du denn eigentlich die Absperrungen nicht bemerkt? Psst. Nein, du wolltest also damit sagen, dass der uns als Tom angerufen hat, gar nicht der ist, für wen er sich ausgibt? Ganz genau. Wir hätten in eine Falle gelockt werden. Drum die Frauenfürze. Die Kubaner hätten uns entdecken und irgendjemand hat ihnen offenbar helfen. Schau dort hinten! Irgendein Typ, er flüchtet! Wo? Dort! Siehst du nicht? Keine Angst, der schnappt bei mir. Oh Mann, jetzt klettert er über die Holzwand! Siehst du ihn? Nein, aber ich sehe etwas anderes. Mann! Hörst du, was ich sehe? Ja, ich hör's. Ich glaube, wir bleiben lieber auf dieser Seite der Wand. Du sagst es. 2 Rottweiler sind mit Sicherheit eine Nummer zu gross für uns. Das sind 2 ganz bissige Biester, die hier auf der anderen Seite der Wand warten. Aber wie ist denn der mysteriöse Unbekannte gekommen, der allem Anschein nach der ist, der unsere 2 Kollegen in eine Falle locken wollte? Und könnte er auch der gleiche sein, der in der Chill Factory für Unordnung gesorgt hat? Leute, es gibt mir langsam ein bisschen zu viele ungelöste Fragen in dem Fall. Habt ihr den Überblick noch? Also ich habe ihn nicht mehr. Aber der Neil und der Benny sind ganz nahe von der Auflösung. Jetzt gilt es, den letzten entscheidenden Schritt zu machen und alles zu riskieren.